הנאודר מן הבוסר מותר, בבוסר דורגים מחגובים. Was mir am auffällt, ist, wenn irgendeiner ein Messaui auf der Straße ruft, alle rundum, sogar wenn sie nicht einverstanden sind, sie schweigen einfach. Warum hast du dich entschieden, dass du nach Israel ins Internat gehst? Mangels Alternativen. Wie ist es denn jetzt? Also jetzt lebst du ja in einem Land im Krieg. Bei den meisten Raketen habe ich 90 Sekunden Zeit und dann muss ich innerhalb von 90 Sekunden im Bunker sein. Jetzt sehe ich den Himmel. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Also ein Moischi, der von der Schweiz kommt, der keine Ahnung hat von nichts. In so einem brutalen Setting, das hat mir schon extrem zu schaffen gemacht. Aber normalerweise hat man dann auch viel Besuch und eben gespürt dann den Zusammenhalt. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם והעולמים ונזרנס. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו ומצאנו וציוונו לאיש פסוקו. Willkommen bei den frommen Türkli. Das ist die Sendung, wo ich beim Backen Einblick bekomme in andere Familientraditionen und Brüche. Und das ist ideal für mich, weil ich bin Religionsjournalistin und passionierte Hobbybäckerin. Und heute lerne ich eine Welt kennen, hier bei mir in Zürich, in der Heimatstadt, die ich aber praktisch nicht kenne. Ich bin nämlich zu Gast beim Moischi Frenkel. Der ist 16 und jüdisch-orthodox. Und er zeigt mir heute sein Zürich, aber er erzählt mir auch, wie es ist, zu leben in Israel. Dort ist er im Internat, im Land im Krieg. Und er macht das an einem ganz speziellen Tag. Heute ist nämlich Laubhüttenfest. Hallo Moischi, Hoi. Schönes Laubhüttenfest, sagt man das? Ja, das sagt man so. Gut, sehr gut. Wir backen heute zusammen. Ja, wir backen Gutzli, aber nicht welche Gutzli, sondern weil Laubhüttenfest ist, tun wir die Gutzli noch schön dekorieren mit so kleinen Laubhütchen und mit dem Feststrauß und ja. Okay. Und wir backen die für eine ganze Mannschaft, habe ich gehört. Genau, meine ganze Familie kommt heute Abend und ja, die warten alle auf die Gutzli. Gut, dann haben wir etwas zu tun. Ja. Gehen wir zuerst noch posten. Ja, Also, gehen wir. auf geht's. Was brauchen wir jetzt hier? Da brauchen wir die Margarine, Okay. die Gutzli. Ja, und das ist jetzt koscher im Allgemeinen? Ja, da hat es eben das Koscherzeichen und an dem erkenne ich, dass es koscher ist. Okay. Und also, man sieht, es ist Englisch angeschrieben, das heisst, es kommt nicht aus der Schweiz? Ja, also eben das meiste lohnt sich nicht da herzustellen, weil es so wenig Juden in der Schweiz gibt. Aber es gibt durchaus auch Sachen, die exportiert werden und da hergestellt werden, zum Beispiel Käse oder Schweizer Schoki. Ja, oder so Produkte. Aber das meiste Koscher wird halt wirklich importiert, einfach weil es sich nicht lohnt. Aber ihr findet eigentlich alles, was wir brauchen? Ja, also eben, wir haben alles. Okay. Gut, dann zahlen und backen. Backen, ja. Haben wir alles gepostet? Jetzt Ja. gehen wir zu dir heim. Genau. Durch das Quartier, wo du aufgewachsen bist, Genau. oder? Vielleicht sehe ich das jetzt ein bisschen mit anderen Augen. Da zum Beispiel sehen wir jetzt wegen dem Laubhüttenfest eine Laubhütte. Aha, okay. Für was ist die Laubhütte? Also was macht man mit der? In der isst man eben am Laubhüttenfest. Dort tun wir vor allem uns zurückerinnern an den Auszug aus Ägypten, wo man auch unterwegs so in temporären Hütten gewohnt hat, die man wirklich mit Laub überdeckt und Ja. was man gerade hat. Ja. Und das ist ja so ein bisschen Erinnerung an das. Und eben darum tun wir am Laubhüttenfest jede größere Mahlzeit in der Laubhütte essen. Okay, man isst dort. Genau, man isst dort. Es gibt auch solche, die dort schlafen, wenn es nicht zu kalt ist. Ja. Aber ja. Ja. Jetzt ist das relativ sichtbar jüdisch, oder? Ja. Also das heisst, wenn man weiss. Und jetzt ist aber im Moment gar nicht so einfach, dass es sichtbar jüdisch ist. Es hat viele antisemitische Vorfälle gegeben. Ja. Wie wohl fühlst du dich so im Quartier, wenn du da rumlaufst? Ich habe nicht wirklich Angst, dass einer mich jetzt so prügelt. Aber es kommt durchaus vor, dass irgendwie irgendein blödes Wort oder komische Grimasse zu mir schneidet oder irgendetwas ruft. Was mir am auffällt, ist, wenn irgendeiner ein Messaui auf der Straße ruft, alle rundum, sogar wenn sie nicht einverstanden sind, sie schweigen einfach aus Angst, aus Respekt.
ich würde mir wünschen, dass wenn etwas passiert, dass man wirklich sagt, das ist nicht in Ordnung, dass man hilft. Ja, wenn man angegriffen wird, also nicht tätlich angegriffen, sondern auch nur wörtlich angegriffen, dass nicht einfach, ja, dass man hilflos ist und nicht weiss, die anderen sind die jetzt auf meiner Seite oder würden die mich am liebsten auch zerprügeln. Ja. Es hat ja auch die Messerattacken gegeben, oder? Auf einen Mann, jüdisch-orthodoxen. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, ist das wie ein Schock gewesen, oder? Ja, also ich habe gedacht, wir sind in der Schweiz, ein neutrales Land, wir sollten eigentlich sicher sein, aber ja, anscheinend ist das nicht mehr ganz so. Es ist schon immer ein Thema gewesen, aber seit dem Krieg merke ich halt ganz klar, es ist viel präsenter geworden. Es gibt darum auch viel mehr Sicherheitsmaßnahmen und das beschäftigt einem halt schon. Danke. Dann sind wir jetzt also bei dir zu Hause. Ja. Okay. Was ist denn das Herzigste? Das ist so eine kleine Laubhütte, gleich wie wir sie im Garten haben. Einfach eine Abbildung. Die habe ich in der Schule gebastelt, als ich etwa 10 war. Und mit ganz viel Detail. Ja, tut man das Lampion. Ja, das ist Also, auf geht's. Gut. Jetzt holst du alles, was wir brauchen. Ja. Und dafür geht es da hinten. Und Ja, da haben wir die milchige Küche. aha, eine zweite Küche. Wir haben dort hinten einmal die Küche von Fleischprodukten. Und das ist die Küche von Milchprodukten Okay. und auch neutrale Sachen wie eben Margarine. Okay, alles weder klar. Milch noch Fleisch. Gut, dann packen wir alles und gehen führen. Dann sind wir bereit zum Machen, beziehungsweise wir haben noch nichts da. Was brauchen wir alles? Ich hole mal die Margarine, die wir hinten gelegt haben. Ich sehe, es ist eigentlich ein klassisches Spitzbuben-Rezept, gell? Okay, Ja. interessant. Und dann Zucker, Super. eine Prise Salz, Mehl, Vanillezucker und ein Ei. Und das Ei ist im Fleischkühlschrank. Ja, die Sachen, die weder Milch noch Fleisch sind, das ist egal, wo es ist. Ah, okay, Darum, alles ja. klar. Und das Rezept, das müssen Sie sich nicht merken, sondern das haben wir Ihnen parat gestellt. Und zwar finden Sie es, wenn Sie hier den QR-Code scannen. Ich sehe, das sind alles Zutaten, jetzt abgesehen von der Margarine, die ich bei mir in der Küche Ja. auch hätte. Das ist alles koscher, okay. Ja. Auch das Ei muss nicht irgendwie speziell sein? Nein. Okay. Also das Ei, das müssen wir nachher kontrollieren. Es darf kein Blut drin haben. Aber ja, es ist ein normales Ei. Und wo stehen eigentlich die Regeln? Also wer macht die Regeln? Was ist koscher und was? Also in der Tora steht, dass man Fleisch und Milch getrennt haben soll. Und ja, also eben der Talmud tut dann basierend auf diesen paar Versen in der Tora die einzelnen Speisgesetze lernen. Kannst du mir das mal zeigen? Ja. Es gibt eben verschiedene Traktate zu jedem Thema ist anders und in dem stehen jetzt unter anderem die Speisgesetze. Da steht "Kol הבוסר אסור לבשל בחולוף חוץ מבוסר דגים וחגובים. אסור להעלות עם הגבינו על השולחן חוץ מבוסר דגים וחגובים. הנעדר מן הבוסר מותר בבוסר דגים וחגובים." Auf Deutsch übersetzt heisst das, man soll das Kalb nicht in der Milch von der Mutter kochen. Nachdem man Fleisch gegessen hat, muss man 3 Stunden warten, bis man wieder Milchprodukte essen darf. Und, ja. Und das ist jetzt also ist hebräische Schrift, oder? Das ist hebräische Schrift, aber die Sprache ist babylonisch. Okay. Und das redest du? Also verstehst du es? Ja, also reden ist übertrieben. Ich könnte jetzt nicht eine Pizza damit bestellen oder so. Okay. Aber ja. Also, dann los, backen. Und jetzt musst du hier kontrollieren. Da hat es kein Blut, da hat es auch kein Blut. Da geht es auch wieder darum, dass sich das nicht mischt, gell? Also Blut darf man einfach nicht konsumieren. ja. Okay. Und jetzt ist ja der wichtigste Teil. Das muss man ein bisschen probieren. Ich darf eben nicht, weil ich müsste die Laubhütte verdauen. Oh nein, so gemein! Ja, aber ist schon gut. Das ist sehr fein. Schmecken mit. Hat das ein bisschen geruht, jetzt sind wir bereit Ja. zum Auswählen. Ich bringe schon mal
Ah, das ist super. Das Brennholz und So. Du, wie muss ich mir das vorstellen, so ein Alltag mit 5 Jungs? Du bist das Nesthäkchen, oder? Ja, ich bin das Baby der Familie. Wie viel jünger bist du? Als der letzte Brüder, Ja. das sind 6 Jahre Abstand. Also, also wirklich sind alle Nesthäkchen. nebeneinander und am Schluss bin ich Bist du noch hinten reingekommen? Ja. Okay. Ja, zwischendurch hat es ein bisschen Konflikt gegeben, aber es sind im Großen und Ganzen sind es gute Brüder. Eindeutig. Ich würde sagen, wir fangen mit der Runde an. Was haben wir denn da noch so? Ah, das ist so ein Zitrus. Genau. Wie heisst sie? Esszeug. Essig. Gut. Du weißt noch wie viel? 8 bis 10 Minuten, mach mal 8. So, und weil jetzt die Guetzli offen sind, haben wir Zeit, um die Laubhütte aufzumachen. Das Dach muss dort offen sein, weil es an Exodus erinnert, also an die Zeit, wo das Volk Israel laut Torah aus Ägypten geflüchtet ist und durch die Wüste gewandert ist. Und dort haben sie eben in so einfachen Hütten gewohnt, ohne fixes Dach. Aufstoßen. Jetzt sehe ich den Himmel. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Die sehen gut aus. Jetzt kommen die ja hier heiß aus dem Ofen. Jetzt lassen wir die schnell ein bisschen abkühlen. Ja. Und dann haben wir Zeit, um in die Synagoge zu gehen. Ja. Super. Kannst du gerade da sitzen? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצווה ציוונו להשתתף בציציס. Jüdisch zu sein bedeutet mir sehr viel. Ich habe das Gefühl, ohne jüdisch zu sein, wäre mein Leben wie zu leer. Ich wäre da und weiss nicht, warum ich überhaupt da bin. Das heisst für mich, ich habe ein Ziel im Leben. Ich weiss, warum ich da bin, was ich zu tun habe. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. Mein Ziel ist, dass ich all die Gebote, die ich bekommen habe, dass ich die ausführe und dass ich so lebe, dass ich immer weiss, ich lebe da, um zu machen, was der Boss mir sagt. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. Danke, dass ich dabei sein durfte. Für was hast du jetzt gebetet? Jetzt habe ich das Gebet gesagt, das man sagt, wenn man den Feststrauß schüttelt. Und, ja. Und was hat es mit dieser auf sich? Das ist jetzt die Frucht. Essruhig. Essruhig, okay. Es gibt mehrere Erklärungen, aber die Haupterklärung ist, dass das hat einen Geruch und eine Speise, man kann es essen. Und das symbolisiert einen Mensch, der gute Eigenschaften hat, also ein gutes Herz, aber auch gute Taten macht, also das Gebot befolgt. Während
Das da, der Lulev, der hat eine Speise, aber keinen Geruch. Das symbolisiert einen Mensch, er macht Taten, aber hat keine guten Eigenschaften. Die Hadassim, die haben Geruch, aber nicht Speise. Das symbolisiert einen Mensch, der gute Eigenschaften hat, aber sich nicht an das Gebot hält. Das da, das hat weder noch. Das ist einer, der weder gute Eigenschaften hat, noch sich an das Gebot hält. Und wir tun die alle zusammennehmen und zusammen in alle 4 Richtungen, überall, wo der Gott ist ja überall. Darum tun wir überall mit all dem zusammen zum Gott schütteln, zum Symbolisieren. Auch wenn nicht jeder gleich nahe ist, wir haben trotzdem zusammen, wir sind eine Einheit und haben das gleiche Ziel. Sehr schön. Und ist das etwas, das Laubhüttenfest spezifisch ist? Ja, das machen wir nur am Laubhüttenfest. Okay. Dann geben wir die Zitrone. Nein, es ist eben keine Zitrone. Sag mir nochmal. Ein Essräug. Ein Essräug. Geben wir den Essräug in Gutzli-Form dekorieren jetzt. Genau. Teller haben wir. Ja. Bis die Familie kommt, bleibt noch ein bisschen Zeit. Ja. Können wir noch über dein Leben in Israel reden, wo du im Internat bist? Ja. Das ist ja eigentlich nur dein Feriendomizil, gell, unterdessen, das Zuhause da. Es fühlt sich trotzdem noch daheim an. Das glaube ich. Aber du lebst im Moment in Israel, im Internat. Genau. Warum hast du dich entschieden, dass du nach Israel ins Internat gehst? Mangels Alternativen da in der Schweiz. Weil ich besuche eine Talmud-Hochschule, wo aber am Nachmittag macht man trotzdem noch die Matur. Und etwas Vergleichbares gibt es da halt nicht. Also dass du wie eine religiöse Ausbildung und eine weltliche Ausbildung sozusagen zusammen hast. Ja. Also in der Schweiz hättest du entscheiden. Genau, ja. Und du warst 15, als du gegangen bist? Ja. Wie war das am Anfang, so ganz allein dort? Also, bevor ich gegangen bin, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Aber kaum bin ich da, habe ich irgendwie so viel zu tun gehabt. Bis ich mich eingelebt habe, habe ich keine Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Aber es gibt auch heute noch Momente, wo ich zwischendurch, aber was mir ein bisschen schwerfällt und wo ich mir sage, es wäre schon schön, die Heiz zu sein. Aber das heisst, du bist dorthin, hast niemanden gekannt, hast die Sprache nicht können, gar nichts? Genau, ja. Ich bin in einer Talmud-Hochschule, wo ich der einzige Ausländer bin. Alle anderen sind Israelis. Ich bin ja der Einzige, der nicht Ifrit hat können. Ifrit ist das Hebräische, das jetzt in Israel redet, im Gegensatz zu dem, was in der Torah steht. Oder genau. So. Ja, aber jetzt ist ja noch die Situation nochmal eins anders, oder? Seit vor einem Jahr der Krieg angefangen hat. Ja. Wie ist es denn jetzt? Also jetzt lebst du in einem Land im Krieg. Das ist es so. Also einerseits hat es immer wieder Raketensirenen. Dann muss ich im Bunker rennen. Bei den meisten Raketen habe ich 90 Sekunden Zeit. Es gibt solche wenige, wo man weniger Zeit hat. Aber die meisten, dort hat man 90 Sekunden Zeit. Und dann muss ich innerhalb von 90 Sekunden im Bunker sein. Die erste Sirene bin ich gerade unter der Dusche und das erste Mal war, ich hatte natürlich extrem Panik, weil für die Israelis ist das normal, aber für mich als Schweizer, ich habe noch nie eine Raketensirene da gehört. Ich kann mich auch erinnern, am Anfang bin ich irgendwie mit Schuhen schlafen gegangen, damit ich ein Jahr pünktlich im Bunker bin. Ja, also ich habe immer Angst gehabt, was mache ich, wenn ich nicht fliegen kann. Wenn der Flughafen zu ist, es sind halt schon so Gedanken, wo man sich damit befasst und die einem auch ein bisschen Angst machen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für deine Familie da nicht ganz einfach ist, oder? Zu wissen, dass du ganz klar, vor allem. Wenn man mal
deine Mutter dazu holen. Würde mich interessieren, ja, was sie meint. Das ist Esther Frenkel. Ah, hallo. Wir reden gerade darüber, wie die Situation ist in Israel jetzt mit dem Krieg und dass das, kann ich mir vorstellen, nicht einfach ist oder für die Familie. Wie ist das für dich? Man macht sich natürlich sehr viel Sorgen. Und wo der Krieg ausgebrochen ist, also ist er da in der Ferien, in der Herbstferien. Und da haben wir uns natürlich sehr genau überlegt, können wir ihn zurückschicken oder nicht. Ja. Und schlussendlich war es seine Entscheidung, dass er zurückgehen wollte, weil er Angst hatte, dass er den Anschluss verpasst vom Schulstoff her, aber auch, dass er seine Freunde verliert. Aber also, wie geht es dir damit? Am Anfang, muss ich sagen, bin ich wirklich extrem nudelfertig gewesen. Also ein Mäuschi, der von der Schweiz kommt, der keine Ahnung hat von nichts. In so einem brutalen Setting, das hat mir schon extrem zu schaffen gemacht. Und wie macht ihr es dann, dass ihr in Kontakt bleibt? Immer nach dem Bombenalarm. Das Erste, was ich mache, ist anrufen. Okay. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich am Telefon war und plötzlich ist Alarm los und ich so, Mama, ich muss gehen. Und ja, dann hat sie irgendwie, ist sie da gewesen, und so mit dem Telefon in der Hand und hat gewartet, bis ich zurückrufe. Es ist, habe ich wirklich nur mit Mühe funktioniert. Also es ist, natürlich, das ist das Albtraum-Szenario. Aber es ist immer noch keine Option, dass du sagst, ich komme zurück in die Schweiz und warte halt, bis das vorbei ist. Solange es an mir geht, würde ich das gerne weitermachen. Findet man da Wege und Mittel, mit dem umzugehen? Gerade so mit diesen Sorgen, die einem einfach begleiten? Ja, also eigentlich glauben wir es ist alles geführt von oben sozusagen. Meine Mutter hat schon immer gesagt, du kannst genauso gut in der Schweiz auf einem Fußgängerstreifen überfahren werden. Das soll jetzt einfach nicht passieren. Ja, Gott vertrauen. Egal wo, genau. Aber, Das ist ein bisschen Geschichte vom jüdischen Volk, oder? Immer bedroht gewesen und halt immer zusammengehebt und weiter gelebt. Genau. Mit dem muss man einfach leben, wenn man jüdisch ist. Wir sind ja nicht nur, also jetzt dieses Jahr sind wir fast nur Familie, weil halt nicht mehr in die Laubhütte passen. Aber normalerweise hat man dann auch viel Besuch und eben spürt dann den Zusammenhalt. Es ist wirklich wie ein Wohnzimmer. Ja. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם והעולמים ונזרנו אז ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאיש פסוקו. Amen. Müsst ihr dann sagen, ob wir es gut gemacht haben? Okay? Perfect. Wow, very good question. You want to take them all? Und bist du zufrieden? Gut? It's very good, but I hope we also Schön und fein. Von den Runden sind besser, weil die sind teidiger. Wir haben sonst noch rohe Teile. Das ist im Fall mein Fehler. Ich habe es jetzt lange drin, weil ich es gerne, wenn sie ein bisschen brüner sind, aber es ist offensichtlich falsch. Ich sehe, im Kühlschrank hat es noch rohen Teig. Die ist nicht nur für dich, ich will dann auch, ja. Du musst ja dafür gesorgt, dass es einen rohen Teig nehmen. Also es war ein sehr spannender Tag. Ich habe tatsächlich Einblicke bekommen in eine Welt, die ich so noch nicht so gekannt habe, die um mich herum stattfindet, aber wo ich halt nie rein konnte. Und das war für mich sehr wertvoll, das alles kennenzulernen, dass mir der Moschi das so gut erklärt hat und jetzt auch noch dabei sein in dieser Gemeinschaft. Ein sehr schöner Tag, ein Tag, wo ich sehr viel erfahren habe.